habe die Ehre, ich bin's, der Birger. Heute haben wir mir gedacht, packe ich mal das nötigste Thema aus, zu dem ich ein bisschen was erzählen kann. How to Warhammer. Keine Angst, ich erkläre nicht, wie man Warhammer spielt. Das 400 Seiten Regelbuch springt ganz leicht an den Rahmen. Ich schneide ein was von meinem Hobby abseits des PCs mit und dokumentiere, warum man mit Mitte 30 mit 5.000 Euro Plastikmanschgal spielt und wie aus einem Gussrahmen ein kleiner selber gemachter Staubfänger fürs Regal wird. Lern dich zurück, holst du ein kleines Kaffeeschal, kann ein wenig ein längeres Video werden. Und darum fangen wir an in Phase 1. Zusammenbauen und grundieren. Das Wichtigste ist erst einmal der Szenenwechsel. Tja, heute ist aber nichts mit Text umeinander fliegen und Battle umeinander fliegen und was weiß ich was alles. Das muss ich dir heute so sagen. Ich meine, sonst kann ich dir Pfeife erzählen, wenn der Tag lang ist. Fangen wir an! Ich hab mir eine Black Templars Box gegönnt. Die ist endlich einmal Zeit, wieder aufzumachen. Haufen Graffel drin, Karten, Gussrahmen, Anleitung, Badass Artworks, Lore und Armeebüchel, Bases, Decals und so weiter. Das sortiere ich her und entscheide mich für ein Mini, das wir zusammenwerken. Ein Champion des Imperiums. Und zuckt da jeder Nerdständer in der Jogginghosen und der Rest eher so... Was? Am Anfang schaut unser Ork-Schädelspalten des Space Marines so aus. When I grow up, I'm gonna kill all those Xeno scum. Mit einem Messer schneide ich alle Teile einzeln außer und leg's mir zurecht. Die Mold Lines, kleine Restteile vom Gussrahmen, die noch überstehen, schnipselt man vorsichtig weg. Betonung auf vorsichtig, weil... Gerade wollte ich nur sagen, aufpassen, Bastelmesser sind scharf. Blut voller Blutgold! Tja, die ersten Teile können wir auch schon zusammenbicken. Geht mit Sekundenkleber oder besser mit einem Plastikkleber. Der löst das Plastik ein bisschen auf und am Schluss verschmulzen die Teile und sind so gut wie unzertrennlich. Quasi Best Friends Forever. Oh my god! In dem Schritt mache ich mir auch schon Gedanken, wie ich das Ganze dann noch am besten anstreiche. Ich bieg's nicht komplett zusammen, sondern lasse kleine, später schwer zu erreichende Stellen lose. Wie ein Kopf, sein Backpack, Gürtelschnallen und so weiter. So komme ich später beim Anmalen besser hin. Damit ich das grafisch später halbwegs anständig halten kann, baue ich ganz kleine Löcher und kleb's mit einem Trittfall Sekundenkleber auf ein Steckerl. In meinem Fall sind das zusammengeschnittene Büroklammern. Vorsicht! Beim Bohren sucht er ein bisschen dickere Stelle, sonst bohrst du durch. Und wenn alles so hergerichtet ist, dann stecke ich es auf den Korken und gehe aus zum Grundieren. Spraydosen erst einmal sauber schütteln. Oh nein, spare deine behinderten Witzebürger. Nein, böse, aus! Pfui! Dann halte ich mein Mini ca. 20 cm weg und mache kleine, kurze Spritzel. Oh Mann! Gott, heute Futzen! Aus! Spritz für alle Seiten, oben und links, rechts, bis rundum eine hauchdünne Schicht drauf ist. Oh Gott! Und dann lasse ich das Ding noch draußen ein wenig stehen, weil es stinkt wie Sau. Oh Gott, ich kann nicht! Wir bei deiner Alten! Oh Gott, halt dein Maul, du 12-jähriger Trottel. Gut, dass wir das jetzt auch haben. Unser Mini ist paint ready und es geht weiter in Phase 2. Omoin. In der Hauptphase richten wir uns erst einmal die Werkbank her. Ein kleines Wassertipferl, ein Wet Pellet, ein paar Bämsel und ein Fetzen von deinen Wichstier hin. Ein Wet Pellet ist quasi der Malkasten für Erwachsene. Ein kleines Schachtel mit einem Schwammund drin, feucht und ein Backpapier drüber. Da drauf riechst du deine Farben her, damit sie nicht so schnell austricken. Kannst kaufen, kann man sie aber auch selber bauen. Ich hab sehr schnell gespannt, dass mit der Kamera in der Fotzen das Bämsel noch schwerer ist als so schon. Hey, ich bin alt, fett und vor allem blind, aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Anfangen tue ich mit den Basecoats, Grundfarben von einzelnen Elementen. Als erstes nehme ich Matte White von Army Painter und White Scar von Citadel. Für die unter euch, die sich auskennen, schreibe ich es dazu. Für den Rest, der sich bei den seltsamen Farbnamen denkt, was? Es ist einfach weiß. Als erstes grundiere ich die Schulterpanzer. Weiß auf schwarz ist immer scheiße, das deckt circa so gut wie ein 6 Jahre alter kastrierter Eber. Darum gehe ich da 2, 3, teilweise sogar 4-mal drüber. Wichtig ist, atmen. Und mit deinen Gichtbratzen nicht verkrampfen. Mach ich selber am laufenden Band, fangst Zittern an und kackt daneben. Ist aber nicht schlimm, können wir später ausbessern. Wenn wir das haben, mache ich mir an seinen Umhang. Dafür nehme ich Army Painter Drake-Tooth, ein leichtes Beige und grundiere wieder hinten und vorn. Ein-, zweimal sauber drüber und immer dran denken, thin your paints! Verdünn deine Farbe mit Wasser! Ich bin sicher alles, aber kein Profi-Painter, aber das... wo immer tunlichst vermeiden. Das nächste wird ein wenig fuseliger mit so einem Gürtel am Holster und die kleine Dascherl. Dafür nehme ich Army Painter Leather Brown, schnauf durch und bämselt in Ruhe und Gelassenheit die bis jetzt glänzenden Elemente braun an. Geht aber noch kleiner, Metallteile. Dafür nehme ich Lead Belcher von Citadel. Ein dunkles Silber und grundiere die Metallelemente am Gürtel, am Schwert
seiner Ketten und seinem Kranzerl am Bälle. Die letzte Grundierung, die wir brauchen, ist ein dunkles Rot. Ich nehme Corn Red von Citadel und streiche die letzten Teile um. Einen Schwertgriff und das Fandal an seinem Backpack hinten. Damit ist das Spacing erledigt. Schaut rundherum ganz okay aus. Aber ein bisschen flach und irgendwie unfertig. Ja, ist er. Und darum schattieren wir die ganze Gaudi. Für das gibt es spezielle, sehr flüssige Farben, die sind wie Wasser, die fast von selber in Ecken und Kanten einrinnen und das Ganze abdunkeln. Dafür nehme ich Agrax Earthshade von Citadel, braun, und gehe über seinen Umhang. Das Shaden ist eine Wissenschaft für sich, aber ich gehe grob drüber und schaue einigermaßen, dass sie die dunklen Farbpigmente in die tiefen Steine und Falten sammeln. Das mache ich am Umhang, am Gürtel und an die Lederelemente, an die Taschen und am Fandal am Backpack. Fürs Metall nehme ich Nullen Oil von Citadel, schwarz, und dunkel so ein Rest am Gürtel, am Schwert und alle Metallsteine ab. Die flüssige Farbe dauert natürlich ein wenig länger bis trocknet, darum lasse ich mir ein bisschen Zeit, bis ich danach weiter tue. Eine halbe Stunde ungefähr. Und jetzt kommt der wichtigste Teil. Edge Highlighting. Kanten aufhellen. Der Prozess ist mit Abstand der zeitaufwendigste und der schwierigste. Für mich zumindest. An alle Elemente, die wir jetzt mit dem Shading abdunkelt haben, gehe ich mit dem gleichen Farbton, bloß heller, nochmal an die Kanten an. Als erstes hellen wir unseren Umhang wieder auf mit der gleichen Farbe, Drake Tooth. Ich verdünne das sehr stark, bis die Farbe fast flüssig ist und gehe über die erhobenen Steine und Kanten immer und immer wieder drüber, bis die langsam wieder hell werden. Für sein rotes Fandal am Rucksack nehme ich ein helles Rot, Evil Sons Scarlet von Citadel, verdünn's und gehe über die Kanten. Da holst du deinen Pinsel so im 90-Grad-Winkel und ziehst drüber. Da sieht man jetzt auch am schönsten gerade, was dieser Form ausmacht und dem Fandal auf einmal an Tiefe verleiht. Bei den Metallteilen das gleiche. Ich nehme helles Silber, Stormhost Silver von Citadel und gehe ganz leicht über die Ecken und Kanten am Schwertgriff, am Kranzerl auf dem Belly und so weiter. Nicht übertreiben, überall bloß ein Tuttal da, ein Tuttal dort. Und langsam nimmt das Ganze eine Form an. Aber leider sind wir noch lang nicht fertig. Sei Waffen! Der grantige Teufel hat ein riesendrum Schwert in die Bratzen. Normal, darfst du jetzt sagen, das Drum gehört rüber, aber nein, die Klinge ist schwarz. Lorbedingt. Und da habe ich mir gedacht, packe ich meine Lieblingstechnik aus. Trockenbürsteln! Oh Gott, oh Gott! Bitte erspare uns sämtliche dumme Kommentare! Dafür nehme ich irgendeinen halb kaputten Bämsel mit steife Borsten. Oh Gott, dein Maul! Und Matt White von Army Painter. Ein Bämsel druck in die Farbe und streif so gut wie alles an meinem Wichstier hier ab, bis fast nichts mehr dran ist. Und das kriegt jetzt auch der letzte Grobmotoriker hin. Darum ist es vielleicht auch meine Lieblingstechnik. Und bürstelst einfach grob drüber. Automatisch werden die Kanten heller und der Rest in der Versenkung bleibt dunkel. Da musst du wirklich nichts kennen, musst bloß wissen wie. Jetzt stresst dich nicht, jetzt haben wir's bald. Aber sein Armor fehlt noch. Das Wichtigste an einem Space Marine ist natürlich seine Rüstung. Damit die Rüstung nicht einfach schwarz ist und richtig außersticht, mache ich ein All-Over-Edge-Highlighting und hell so gut wie ich kann alle Kanten an der Rüstung auf. Dafür nehme ich im ersten Durchgang Dark Reaper von Citadel, ein dunkles Blaugrau und im zweiten Durchgang Fenrisian Grey, ein helles Blaugrau. Ja, der geduldigste bin ich jetzt auch nicht, aber ich versuche mir so viel Zeit zum Lassen wie geht, weil es das ganze Modell auf einen Schlag in ein richtig geiles Teil verwandeln kann. Das Ganze braucht Übung. Sehr viel Übung. Alt, fett und blind, wie ich nun mal bin, kriege ich es nie so gerade sauber und cremig hin, wie ich gerne mehr hätte. Aber ich glaube, das schaut schon ganz anständig aus. Und jetzt kümmern wir uns noch um ein paar Details. Sein Schildwappen machen wir teilweise rot. Ich suche mir ein paar Decals, Abziehbilder fürs Schüttel aus. Die schneiden wir raus, packen wir sauber ein und zieh's mit einem Pinsel runter und platzier's, was hin soll. Aufs Schüttel, auf die Schulterpanzer, aufs Fandal. Zauberhaft! Ja, wir haben es fast. Schließen wir ab in Phase 3. Base gestalten und zusammenbauen. Damit wir so ein Mini ein bisschen Lehm einhauchen, stellen wir nicht einfach auf die schwarze Base. Mit einer Texturfarbe, Astrogranit von Citadel, streiche ich die Base-Stick ein. Da sind kleine Bresel und Brickerl drin, damit es ein bisschen nach Sand und Träg ausschaut. Das grundiere ich braun, shade das Ganze wie vorher und trockenbürstel's wieder, damit Highlights rauskommen. Pick noch 1, 2 Storndal und ein paar Grasal dazu. Und bam, haben wir eine saubere Base. Wenn du das Video bis jetzt echt angeschaut hast, dann erst einmal Respekt und merci. War lang. Aber wir sind finally mit allen Teilen fertig. Und wenn wir alle Teile jetzt zusammenlegen, dann wird aus dem Gussrahmen am Ende Folgendes. Forward to victory for the Emperor!
falls sich jetzt jemand fragt, hat er sich jetzt da extra ein kleines automatisches Rondell gekauft, dass sie für ein geschissenes Video die Figur dreht? Nope, Nippelklötze Regeln, Alter. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Auch wenn es heute einmal ein sehr, sehr, sehr nerdiges Thema ist. Ich habe einfach einmal Bock auf das gehabt. Keine Ahnung. Ganz dickes Merci fürs Anschauen. Und hey, wer weiß, vielleicht mögt ihr ja sowas irgendwann nochmal sehen, wenn wir zum Beispiel den fetten Dreadnought machen. Lasst mir in die Kommentare wissen, falls dem so ist. So, jetzt lasst schnell ein Like da, ein Abo, aktivierst Glocken, die ganze Scheiße, ich weiß nicht, was ist. Und ich schleich mir deine alte Trockenbierstunde oder so. Ja. Haut euch eine, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre.